Ich bin mit dem heute im Bus runtergefahren und jemand hat gefragt, was machst denn du? Ich sagte, ja, ich gehe jetzt eben noch in den Stall zu meinen Schöpfchen. Ja, ich möchte gerade mit einer Frage anfangen an alle Zuhörer. In welchem Licht schaust du auf das vergangene Jahr zurück? Wir haben in den Zeugnissen schon ein paar Sachen gehört. In welchem Licht schaust du zurück? Auf das, was war? Was für ein Licht siehst du? Oder wie hell oder dunkel ist es, wenn du für sie schaust? Wie sind die Lichtverhältnisse in unserem Land, in unserer Umgebung, in unserer Welt? Wir haben schon ein paar Sachen gehört. Ich für meinen Teil muss sagen, es gibt schon noch so einen grossen Unterschied zwischen dem Zurückschauen auf mein Leben und dem Voranschauen auf unser Leben hier in der Schweiz oder all dem, was mir so manchmal ungefiltert in die Stube kommt. Durch das, was wir am Radio hören, durch das, was wir im Fernsehen sehen, durch das, was wir in der Zeitung lesen. Die Bilder, die Aussagen, ganz viel Schwieriges. Und wie kann ich so gäbig, bequem auf meinem Sofa sitzen und Angst haben? Angst, ob ich echt versorgt bin, ob echt Gott treu ist. Und gleich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich schön warm auf meinem Sofa sitze, ich habe Angst, ich habe Sorgen. Und manchmal ist es auch bei mir dunkel bis ganz schütter bewölkt. Ich glaube, es geht uns doch allen gleich. Wenn ich in mein Umfeld, in meine Familie, in unsere Ehe, in unser Chor schaue, dann gibt es schon Sachen, die mir Sorgen machen, die dunkel sind. Und die regelmäßigen Predigtgänger denken jetzt, jetzt redet sie schon wieder vom Licht. Und ich habe es euch mitgebracht. Und jemand hat gefragt, ja, vielleicht könnte ich den Walter bitten, du mir das bitte anzünden. Merci. Ich bin mit dem heute im Bus runtergefahren und jemand hat gefragt, was machst denn du? Ich sagte, ja, ich gehe jetzt eben noch in den Stall zu meinen Schöpfchen. Aber es geht nicht um den Stall im engeren Sinn, sondern eben ums Licht. Ich habe ja die Lampe schon gebraucht für die Weihnachtspredigt aus dem Johannesevangelium. Und ich habe auch dort schon, ja, das ist wunderbar. Danke vielmals. Bis ich das, ja eben, Leute, die rauskommen, kann man immer brauchen. Das ist gut. Super. Aber jetzt könnte man da, ich glaube, so ein bisschen, so, voilà. Nicht, dass es dann plötzlich noch zu hell wird. He? Ich habe ja in der Weihnachtspredigt schon gesagt, auf unserer Homepage hat es immer noch die Predigt von Silas Wenger, wo er eben das Licht von Jesus so gut erklärt im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Und wenn man jetzt an das schaut, an das Licht, dann ist es eine alte Weisheit, oder? Eine alte Weisheit, dort wo es Licht hat, hat es auch Schatten. Und darum habe ich die Lampe nochmal mitgenommen. Es ist jetzt da nicht so eindrücklich, weil es doch relativ hell ist. Aber der Psalm, den wir gezogen haben, aus dem Psalm 36, der 10. Vers, haben wir gehört: Bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir wirklich verstehen wollen, was der Vers dann bedeutet, dann müssen wir da tiefer graben. Und damit ihr auch seht, was ich da vor mir habe, ich habe die Übersetzung mitgenommen, die ihr hier seht. Für den Dirigenten
vom David, dem Diener des Herrn. Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Bewahre mich vor den Fußtritten hochmütiger Menschen, den Gottlosen soll es nicht gelingen, mich mit ihren Händen wegzustoßen. Der Augenblick wird kommen, an dem diese niederträchtigen Leute zu Boden stürzen. Sie werden niedergestoßen und können nicht mehr aufstehen. Du kannst nochmal zurück zum Anfang, genau. Ich weiss nicht, was das mit euch macht, wenn ihr jetzt so den ganzen Psalm, geballte Ladung gelesen habt. Aber es ist ein Naturgesetz. Da, wo es Licht gibt, da gibt es Schatten. Da sieht man, dass es dunkel ist. Und ich möchte mit euch die Lichtquellen genauer anschauen. Und wenn wir uns jetzt mutig, wie wir sind, gerade zuerst am Dunklen zuwenden, dann können wir das nur, indem wir eben mit dem festhalten, was wir in den letzten Predigten gehört haben. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Zusage. Und mit dieser Zusage im Herz wollen wir uns jetzt das auch antun, die bösen Sachen anzuschauen. Es sind schlimme Sachen, die da stehen. Seht ihr das? Wenn ihr das so leset, keine Ahnung, was euch für Situationen in den Sinn kommen. Eigentlich muss ich gar nicht viel dazu sagen. Die neue Genfer Übersetzung hat das aus meiner Sicht so übersetzt, dass also der Hinterste und der Letzte in unserer Sprache kann verstehen, um was es da geht. Es sind nicht schöne Sachen. Und leider, muss ich sagen, leider kenne ich das. Ich kann nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, guck mal da, schau mal die oder der. Nein, wenn ich einmal also in mich hineinhöre, in die Gedanken, die ich manchmal nur schon denke, in Gedanken, die sich so bei mir einnisten, dann merke ich auch da, was für so eine Volkerscheinung das es gibt. Vielleicht kennt ihr das, das war bei uns in der Jungschar. Hat es geheissen, die negativen Gedanken, die kommen und die kreisen wie Vögel. Das sage ich normal. Aber ja, nicht nisten lassen, sonst haben sie jung. Und ich glaube, das ist mit diesen negativen Gedanken
mit diesen Sachen doch bei uns genau gleich. All die Lügen, die ich, wenn ich ehrlich bin, das kann ich nicht so gut auftun, aber so in mein Herz hineinschauen, dann sehe ich, dass da Sachen hat wie, das muss ich jetzt nicht mit Gott besprechen, das mache ich gerade schnell selber. Oder Gott, ja, dem hilfst, bei dem hörst. Und ich? Hast du mich vergessen? Wieso ist der geheilt und die nicht? Wieso hat der das und ich nicht? Also ich kenne solche Gedanken. Vielleicht du auch. Oder so der Gedanke, also zuerst muss der andere. Und dann vielleicht kann ja dann. Zum Beispiel, eben, wie wir im Anspiel gesehen haben, vergeben. Nein. Das sind alles keine Wahrheiten von Gott. Das ist der natürliche Mensch, der so denkt. Jeder, du und ich. Und der natürliche Mensch ohne Gottes Geist ist ehrlich gesagt, ja sicher, der Gott, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Wie manche Leute, und auch ich, habe das Gefühl gehabt, wenn ich es nur recht mache, wenn ich gut tue und anständig bin, dann langt es dann schon. Komplette Selbstüberschätzung vom Menschen. Total überheblich von uns Geschöpf über einen Schöpfer, der uns gemacht hat, mich und dich. Und dass wir diesem Schöpfer noch die Rechenschaft abgeben und ihm Rechenschaft schuldig sind, also das ist jetzt definitiv etwas von vorgestern. Das haben mir schon ganz viele Leute erklärt. Und eben, es ist nicht so, dass ich immer sagen kann, dass pures Licht in meinem Herz ist, dass alles super, rein und gut ist. Und wenn schlechte Sachen, aber das Negative in unserem Leben Einzug nimmt, dann hat das immer Auswirkungen, nicht nur für mich, sondern für ein ganzes Umfeld. Es ist nicht nur bei mir, sondern es hat Auswirkungen. Und das Negative, finde ich, das hat der David sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir dem Raum lassen, dann kommt es eben sogar so weit, dass wir zur Nacht im Bett denken, was noch alles, wem ich noch wette und was ich noch müsste. Und dann kannst du die nächste Folie. Plötzlich ändert etwas. Ist euch das aufgefallen beim Vorlesen oder beim Lesen vom Psalm? Plötzlich ändert etwas. Im Vers 6 ändert der David als der Verfasser Perspektive. Und nicht vergessen, im einleitenden Vers 1 heißt es für den Dirigenten, von David, dem Diener des Herrn. Der Diener vom Herrn, so bezeichnet sich der David, der Verfasser von dem Lied, weil ein Psalm ist nichts anderes als ein Lied. Und der Songschreiber, der bezieht da Position. Habt ihr das gemerkt? Und also, ich finde, ziemlich dicke Post. Weil wenn man sich überlegt, wenn man weiss, wer der David ist, der hat tatsächlich, will ich vielleicht sagen, gut sein genug, um sich nicht zu den Bösen zu zählen. Er zählt sich nicht dort dazu. Kann das, darf das ein Mann einfach so sagen, der also ziemlich viel Böses auf dem Kerbholz hat und hat? Ein Mann, der Ehebruch, Mord, Intrigen, alles ist in seinem Leben vorhanden. Darf der das so sagen? Ja,
erstens hat er und zweitens glaube ich auch mit gutem Grund. Mit ganz gutem Grund darf der David von ganzem Herzen sich nicht zu den Bösen zählen. Nicht, weil er es gut gemacht hätte oder alles richtig gemacht hätte, sondern weil er immer wieder erkannt hat, wie es um sein eigenes Herz steht. Und er hat für sein Herz Buße da. Er bekennt zum Beispiel in Psalm 51, Vers 12, dass er ganz dringend eine Herzensreinigung durch Gott braucht. Nach dem grossen Verschulden an der Bathseba und ihrem Mann. Die Frau, die er begehrt hat und sich widerrechtlich genommen hat und ihren Mann umbringen lassen hat. Darum kann der David das von Herzen schreiben. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Was für ein Kontrast. Die Bosheit als Dunkle und das Leben im Licht. Auch da, wenn wir die Verse lesen, das gibt eigentlich nicht zu viel erklären. Der David malt uns die Versorgung von Gott vor Augen. Er selber, er hat erlebt, wie wohltuend, befreiend und im wahrsten Sinn vom Wort erlösend, dass es ist, wenn man seine Schuld, sein Versagen kann bekennen vor einem gnädigen Gott. Und in einem Land, wo die Berge nicht so hoch sind wie bei uns, da sieht man weit, wie die Wolken ziehen. So weit und so gross ist die Gnade von Gott. Aber auch Berge, und die sind uns doch so vertraut, auch Berge werden zu einem Bild, wie beständig dass Gottes Gerechtigkeit ist. Mir, oh je, was bin ich unstet und wankelmütig. Habe ich etwas Gutes erlebt, bin ich voller Euphorie und Dankbarkeit, kommt irgendein schwieriger Moment oder eine schwierige Nachricht, habe ich schon wieder Angst und Sorgen. Aber Gottes Gerechtigkeit, die hebt. Oder wie es Jesus zu seinen schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane sagt, im Geist sind er willig, aber im Fleisch sind er schwach. Wachet und betet, schaut, dass er nicht schlaft. Und sie sind gleich eingeschlafen. Das kann man in Matthäus 26, 41 nachlesen. Und so dürfen wir gewiss sein, Gottes Gerechtigkeit ist viel sicherer und seine Urteile sind so tiefgründig wie das Meer. Gott ist ein Gott, der seine ganze Schöpfung versorgt. Und so wie er eben ist, er ist ein Gott von der Gnade. Und die Gnade, die ist unverdient dir und mir zuteil gekommen. Vom Standpunkt vom Recht her hätten wir kein Recht auf Gnade. Das lesen wir ganz deutlich, das tut der Paulus im Römerbrief Kapitel 3 deutlich ausführen. Ich könnte das bitte unbedingt noch einmal lesen. Das ist das, wir haben keine Gerechtigkeit vor Gott verdient. Es mangelt uns an allem. Wir haben es nicht verdient. Gott aber ist so gnädig mit uns, dass er uns nicht einfach nicht verdammt oder irgendwie in Ruhe lässt. Nein, der David braucht das nächste Bild dafür. Wir dürfen Zuflucht suchen und finden im Schatten von seinen Flügeln. Wir haben schon im Zeugnis gehört von einer Kalberkuh und mir kommt dann unsere Hennen in den Sinn, die Junge hatte. Das ist so etwas Schönes, wenn es irgendwo Gefahr gibt, dann ruft sie und alle sind unter ihren Flügeln verschwunden. Das ist das Bild, das der David von Gott da malt. Und auch den Reichtum von seinem Haus dürfen wir geniessen. Da nimmt man an, dass der David eindeutig den Tempel vor Augen hat. Und etwas, was ich noch spannend gefunden habe bei den Auslegern, das ist mir selber nicht so bewusst gewesen. Wenn im Tempel das Brandopfer gebracht worden ist und dann die Priester durften die Reste vom Fleisch essen,
dann hat nach dem Brandopfer hat doch das Fett so rausgetropft. Heute würden alle sagen, grusig, fahr ab mit dem grusigen Zeug. Aber in einem kargen Land im Orient zu dieser Zeit ist tropfendes Fett der absolute Inbegriff von Fülle, von Versorgung, von Gnade gewesen. Und man nimmt an, dass der David das vor Augen hatte. Also wie eine Quelle, die nie aufhört zu laufen. Ich habe mir auch schon vorgestellt, stellt euch mal vor, wenn es der Ängstlichen abstellt. Der Herdöpfelbrunnen fertig, kein Wasser mehr, kein Ängstlichen mehr, die Quelle versiegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Unglaublich. Mittlerweile, nein, können wir uns doch gar nicht vorstellen. Und so ist es eben mit Gottes Gnade. Unablässig kommt sauberes, gutes Wasser. So spendet Gott uns seine Gnade. Und bei ihm ist eben der Ursprung der Quelle. Weil wenn man sogar oben auf der Ängstlichen steht, man schaut in den Herdöpfelbrunnen aber sieht tut man ja nicht. Und als Kind hat mich das bis heute so fasziniert. Woher kommt das Wasser? Woher kommt das? Und so unergründlich ist eben die Quelle von Gott. Bei ihm ist der Ursprung von allem Sein. Und wenn wir die ersten Verse der Bibel anschauen, die haben wir heute auch schon gehört im Gebet. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sagte, knipst das Licht an. Nein, er hat es geschaffen. Es wurde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das sind die ersten Verse von unserer Bibel. Gott ist der Schöpfer. Und vielleicht für uns da ist das so etwas, was wir 100'000 Mal gehört haben. Also in der Schule ABC. Aber das ist ein Bekenntnis. Das ist ein ganz grosses Bekenntnis, wenn wir uns zu Gott, dem Schöpfer, bekennen. Für ganz viele Leute auf dieser Erde ist das nicht so. Sie können sich nicht vorstellen, sie haben das Gefühl, aus einer Ursuppe hat dann Gott irgendetwas vielleicht geformt oder geordnet, aber Gott hat es geschaffen. Wir haben einen Schöpfergott. Und du und ich, wir sind genau so ein Geschöpf von ihm, ein Unikat. Niemand gibt es zweimal. Über all die 100'000 Jahre schon. Ja, also stellt euch vor, wie gross ist Gott, der Ursprung von allem Leben. Und das Licht, das dafür kommt, mit Gottes Licht können wir die Sachen richtig anschauen. Und wir haben es auch in einem Zeugnis gehört, wenn man selber nicht gut sieht. Ja, es ist ein Schleier drauf. Hast du dich vorher weniger angestrengt zum Schauen wie jetzt? Das ist eine blöde rhetorische Frage, gell? Er hat genau gleich geschaut, aber der graue Star hat einfach die Sicht getrübt. Wie soll ich sagen, das Engagement zum Schauen, das war genau gleich. Er hat ja gesehen. Aber es war nicht möglich. Und so können wir die Sachen nicht wirklich beurteilen, wenn wir nicht im Licht Gottes schauen. In seinem Licht kommt das Wahre zum Vorschein. Sein Licht entlarvt. Man sieht, ob gut oder böse ist. Und das entlarvende Licht kann ganz heilsam, aber manchmal auch sehr schmerzhaft sein. Aber lassen wir das Licht in unsere Herzen scheinen und lassen uns verändern von diesem guten Licht. Und darum denke ich, gibt es am Schluss, kannst du nochmal vorne weiter? Ab dem Vers 11 gibt es aus meiner Sicht wie nochmal eine Änderung in dem, was der David da gedichtet hat. Der David ist sich bewusst, dass er und eben wir alle Menschen es nicht selber können. Und darum glaube ich,
dass er auch den Vers 11 als eine Art eine Bitte an Gott geschrieben hat. Eine Bitte an die Quelle und an das wahre Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Das ist aus meiner Sicht das, was wir, wenn wir ehrlich sind, brauchen. Das brauchen wir, damit das Licht und die Quelle in unserem Leben Frucht bringen kann. Es ist die Bitte an den Regierer und an den Erhalter der ganzen Welt, an Gott selber. Und auch die Bitte, bewahr mich vor dem Bösen. Bewahr uns vor dem Bösen. Kommt euch da auch das Gebet in den Sinn, wo Jesus uns gelehrt hat? Und ich glaube, das ist auch das, wo wir als Chor Frutigland wirklich dranbleiben sollen. Wir sollen uns ganz ausstrecken nach Gottes Licht, nach seiner Quelle und uns ganz hergeben und unsere Herzen prüfen lassen und ihn bitten, dass eben aus uns heraus die Quellen dürfen fliessen, raus in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie, dort wo wir sind. Und manchmal fällt uns das ja einfacher und manchmal ist es schwieriger, aber wir dürfen darum bitten, so wie wir es in diesem Psalm lesen. Jetzt könnte ich Amen sagen und ich nehme nicht an, also ich müsste es jetzt sagen, jemand hätte etwas dagegen. Aber es tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe noch etwas auf dem Herz, wo ich euch unbedingt den Eindruck habe, ich möchte das mit euch teilen. Aus dieser Lichtquelle zu leben, mich zu bekennen zu Gott, das gibt Momente, da fällt es mir nicht schwer. Also jetzt mit dieser Uniform durch den Schwamm zu laufen, das wissen alle, das ist die von Heisenmeer. Aber wenn ich mich frage, und wir haben auch gebetet für all unsere Glaubensgeschwister, die es nicht so haben, könnte ich das? Könnte ich mich zu Gott bekennen, auch wenn es alles kosten würde? Wenn es Leiden und Schmerz für mich, für meine Familie, für unsere Brüder und Schwestern nach sich ziehen? Könnte ich das? So wie wir schon gesagt haben, das, was in der Welt passiert, das beschäftigt mich ganz fest. Und auch die Bilder, die man sieht, das nimmt mich mit. Vielleicht habt ihr auch so Bilder im Kopf. Und eines von diesen Bildern, die ich im Kopf habe, ist der Umsturz, der jetzt gerade in Syrien passiert ist. An dem Morgen, eben, wo der Silas Wenger bei uns war, ist das Unerwartete wahr geworden. Der Allzeitherrscher Bashar al-Assad ist gestürzt worden. Etwas, was niemand für möglich gehalten hätte. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und das Bild von dem gestürzten Diktator ist um die Welt gegangen. Kannst du mir das einblenden? Ein krasses Bild. Und ein Bild, das mir ganz fest auch im Zusammenhang mit dem Psalm in den Sinn gekommen ist. Das Bild, das wir hier sehen, ist eine Demütigung. Eine absolute Demütigung für den Herrscher. Seine Statue ist niedergerissen worden und man tritt seinen Kopf, sein Antlitz mit Füßen. Und so bittet auch der David, bewahre mich vor den Fußtritten hochmütiger Menschen. Ja, man kann unter die Räder kommen. Und zwar brutal. Aber wenn ich an Syrien denke, dann ist mir so plötzlich bewusst worden, was wir da sehen, die Bilder von einem Land, das komplett zerstört ist, vom eigenen Herrscher in Schutt und Asche gelegt. Foltergefängnis übersät das ganze Land.
furchtbar, schrecklich. Und die ganze Welt fragt sich, wie hat denn das so kommen können? Wer aber Ohren hat, der hat das schon lange gewusst. Der hat das schon lange gehört. All die Flüchtlinge, all die Geflüchteten, die erzählen das seit Jahren. Seit 1970 ist Bashar al-Assad, sein Vater, an der Macht. Und der Clan reagiert wie eine blindwütige Mafia. Bis eben vor kurzer Zeit. Wie hat das geschehen? Und mir ist ein Zitat in den Sinn gekommen, wo Christine Hellberg gesagt hat, sie war Syrien-Korrespondentin von 2001 bis 2008 bei der ARD und hat in einer Dokumentation, die 2008 schon ausgestrahlt worden ist, die hat den Namen «Die Assads wie eine Familie Syrien terrorisiert», hat sie einen Satz gesagt, der mich bis ins Mark schudern lässt. Sie hat gesagt, in Syriens Folterkammern und Gefängnissen werden die Leute so lange gefoltert, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Bashar. Das ist der Satz, den die Geheimdienstler hören wollen. Das ist ein gottesähnlicher Status, den sie selbst Bashar auch geben. Viele der Shabi-Milizionäre haben sein Porträt auch tätowiert. Er ist ihr Gott, für den sie arbeiten, in dessen Realität sie sich auch eingerichtet haben. Unglaublich. Und manchmal, wenn doch Kinder sagen, ja, aber das, was in der Bibel steht, das mit diesen Königen, mit all dem, was man da liest im Alten Testament, gell, Mutti, das ist alt, das ist vorbei. Sagen nein. Nein. Das ist Realität. Bis heute und jetzt. Der Gott ist jetzt gestürzt. Aber hätte ich den Mut gehabt, Nein zu sagen? Sagen, nein, das kann ich nicht erkennen. Das erste Gebot heisst ganz klar, es gibt keinen Gott, außer unseren dreieinigen Gott. Und die Folgen von dem, was jemand, der glaubt, er sei Gott, das sind das, du kannst noch ein bisschen gut zurück zu den ersten Versen. Das ist das, was wir hier lesen. Das ist das, was unweigerlich passiert. Das ist die Vollblüte vom Bösen. Das ist schlimm, schrecklich und traurig. Aber lasst uns jetzt nicht mit den Fingern zeigen, sondern prüfen wir uns selber. Prüfen wir unser Herz, wie es aussieht, und bitten Gott, dass er hilft. So wie der David. Ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Gnade können wir nicht bestehen. Wir brauchen Gottes Licht. Und wir wissen nicht, was in diesem Jahr kommt. Aber wir wissen, dass Gott das Licht versprochen hat, immer bei uns zu sein. Immer. Und an dem wollen wir uns festhalten, auch als Chorfrutigland. Egal was passiert, lasst uns bei dieser Lichtquelle bleiben, bei Gott selber. Er möge uns helfen und segnen an dem Ort, wo wir sind. Amen.